Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Die letzte Episode haben wir von dem Steven Webster nochmal alle Infos gekriegt, die wir abstauben konnten zum Fall Sarah Hawkins. Aber jetzt brauche ich nicht mehr Infos, wir können noch Darkwater. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Ja, super. Something's queer. But it's not like I have a choice. Vor allem von einem Mann in ihrer Situation hätte ich nichts anderes erwartet. I think I've got a book on the North Atlantic. Okay, hier haben wir auch noch nach Darkwater reisen. Das hat man schon. Mir bleibt jetzt nur noch nach Darkwater aufzubrechen. In meinem Bücherregal finde ich sicherlich etwas über Darkwater. Und I'll dann no doubt find some information on this island in there. machen wir das doch mal. Aber einen Drink nehme ich mal noch nicht. So, dafür sollte ich nicht besoffen sein. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. Ja, According to mysteriös. this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Mysteriös. Darkwater Island ist seit dem 14. Jahrhundert bewohnt und noch immer durchdrungen von Erinnerungen an früheres Stammesleben. Bei aller Romantik dieser langsam verfallenden Zeugnisse naiver und primitiver Religion darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände lange verlassener Höhlen. War es ein Gott des Meeres oder der Träumer? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner, Nachkommen stolzer Walfänger, gedenken noch immer der geheimnisvollen und aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel vor der Küste Massachusetts. All I Super. have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Ja, wer überhaupt in das Loch noch reinfährt, ne, wenn das keine Sau mehr besucht und Walfang schon ewig außer Mode ist, was ich sowieso ganz schreckliche Sache finde. Natural sciences, Das kennen wir schon. linguistics, archaeology. So, haben wir hier noch irgendwas? Nix. Ein Atlas oder so. Finden wir Anime. Das hatten wir auch schon. Vielleicht jetzt hier wieder irgendwas? Nö. Aber hier. Ein umfassendes Werk für Medizinstudenten und Assistenzärzte. In diesem ersten Band sind alle Krankheiten, die in der zivilisierten Welt bekannt sind, mitsamt ihrer Symptome und entsprechenden Behandlungen aufgeführt. The Learning of Medicine, Volume 1. Das können wir auch drehen. Schön gemacht ist es ja. Ich meine, diese Bücher, diese Alter, sehen ja noch richtig toll aus. Auch mit diesem Esculap-Stab in Gold. Also richtig toll. Medizinfortschritt. Haha. Lass uns mal angucken. Ja, es hat uns 2%, glaube ich, mehr gebraucht, das Ganze. Also fast ein Charakterpunkt mehr. Nicht schlecht. Schadet also auch nicht offensichtlich, wenn man sich Bücher anguckt. Wie im richtigen Leben, ihr liebe Leid. I used to be an avid reader. Ja, das hatten wir auch schon. Das hatten wir alles schon. Ja, wir haben uns jetzt alles angeguckt im Prinzip, was wir brauchen. Darkwater is off the coast of Boston. Ja, das kennen wir But auch I've schon. never heard of it. According to this book, Hier ist it nichts was often mehr. mentioned during whale hunting times at the end of the 19th Da könnte man century. noch einer gluckern, aber das will ich Seems to nicht, have been weil wie shown gesagt, since ich then. möchte für den Fall eigentlich eher als nüchterner Ermittler hier kommen und nicht als erbärmlicher Säufer. So, also verlassen. Los geht's. Ein Charakterpunkt habe ich noch gekriegt. Trophäe erhalten in Kupfer der Fall Sarah Hawkins. Kapitel 2, Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangspunkt für Pierce' Ermittlungen zu sein. Oh yeah. Wie wir auch schon auf dem Bild sehen,
ist der Hafen von Darkwater ganz bezaubernd. Da liegen anscheinend noch ein bisschen Walknochen hier in der Gegend rum. Also es sieht richtig schön und einladend aus. Außerdem hat es noch so richtige Steinkliffe und Riffe außenrum, wie man das so sieht. Und der Pier besteht nur noch aus lose, verrottende Bretter, die mehr schlecht als recht noch zusammenhalten und wahrscheinlich seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr gepflegt wurden. Außerdem noch ewig große Seiltrommeln, wo man wahrscheinlich die Harpune aufgerollt hat oder ähnliches, oder Schiffstower. Also es sieht schon richtig eklig aus, vor allem mit diesem grünlichen Schimmer, die Laterne. Also ich schätze mal, Darkwater wird nicht gerade der edelste Ort sein, passend zu so einer ganzen H.P. Lovecraft-Geschichte. Das erinnert schon so ein bisschen an Innsmouth, das Ganze. Das ist ja auch, also Innsmouth, da verehren sie ja auch Dagon, diesen Unterwelt große, also dieser in der Tiefe der See lebende große Alte, der die Bewohner von Innsmouth in so Fisch-Frosch-ähnliche Kreaturen verwandelt und mutieren lässt. Natürlich fahren wir durch dichte Nebel. Focus Home Interactive presents. Erstmal in Irara. A game by Cyanide Studio. We're almost there. Reizender Kapitän. Und da sind wir anscheinend schon bei Darkwater. Boah. Call of Cthulhu. Jetzt geht die ganze Geschichte echt richtig los, ihr liebe Leute. Die Skylla, ja super. Skylla, das Meeresungeheuer aus der Odysseus-Saga. Aber das scheint gestrandet zu sein, die Skylla. Und hier sind wir am Hafen von Darkwater. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Okay. Dann haben wir hier ein bisschen was. Wir können uns jetzt bestimmt auch diverses Zeug angucken hier. Bei Pierce haben wir auf jeden Fall noch einen Charakterpunkt zusätzlich gekriegt. Wir könnten... was könnte man dann investieren? Wäre nichts mehr, wo wir 2 reinstecken könnten. Ich bin eigentlich dafür am Anfang, wenn wir wahrscheinlich eher mit sowas jetzt zu haben, wobei Okkultismus finde ich eigentlich auch noch relativ wichtig. Deswegen warten wir einfach mal, bis wir da ein bisschen noch was kriegen.
Ja, in Okkultismus sind wir halt absoluter A-Fänger, ne? Okay. Moment, da war noch anderes Zeug. Nicht nur der Mr. Pierce, sondern anderes Zeug. Der Fall. Pierce, ja, das hatten wir zwar N verfügbar, aber der bringt uns gerade nichts. Psychisches Trauma, Albträume, Verstand stabil. Überzeugt von deinen Fähigkeiten und deinem kartesianistischen Denken führst du Ermittlungen durch, bei denen du dich an Fakten, Überzeugungen und deine Wahrnehmung der Realität hältst. Deine Schlussfolgerungen sind logisch und zuverlässig. Oh, klasse. Das heißt, wir können noch sehen, wie unser Verstand sich im Laufe der Zeit nur noch verschlimmert. Albträume. Psychisches Trauma. Das heißt, da haben wir diverse Sachen, die unseren Verstand höchstwahrscheinlich beeinflussen. Edward Pierce ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, in dem er an der Mars-Argonnen-Offensive teilnahm. Er ist einer der wenigen Überlebenden des verlorenen Bataillons amerikanischen Soldaten, die schwere Verluste durch Artilleriefeuer von Feinden und Alliierten erlitten. Inmitten gefallenen Kameraden und ohne Nahrung oder medizinische Versorgung musste sie ihre Stellung mehrere Tage halten und wurde deshalb von ihren Landsmännern als verloren betrachtet. Pierce ist von diesen Ereignissen traumatisiert. Mit Schlaftabletten und Alkohol versucht er die Albträume, die ihm heimsuchen, abzuwehren. Klasse. Okay. Dann haben wir hier Stephen Webster, 63 Jahre alt, Tätigkeit Geschäftsmann. Ein wohlhabender Geschäftsmann von hohem Ansehen in Boston. Stephen Webster beauftragte mich, den Tod seiner einzigen Tochter Sarah Hawkins zu untersuchen. Dieser Mann akzeptiert weder ein Nein noch unbequeme Wahrheiten. Er würde alles tun, um zu beweisen, dass seine Tochter nicht wahnsinnig war. Charles Hawkins, Alter 41, Tätigkeit Reader, verstorben. Charles Hawkins war eine örtliche Berühmtheit auf Darkwater. Als Erbe einer Reederfamilie reist er viel. Bei einer Reise nach Paris traf er Sarah Hawkins. Sie verliebten sich, heirateten und Hawkins brachte sie auf die einsame Insel Darkwater. Sie hatten einen Sohn namens Simon und führten ein äußerst zurückgezogenes Leben. Sarah Hawkins, Alter 33, Tätigkeit Malerin, verstorben. Sarah Hawkins ist eine für ihre Schauerkunst bekannte Malerin. Sie wurde für die Fremdartigkeit ihrer Arbeit und ihre seltenen öffentlichen Auftritte gefeiert. Ich glaube, sie sagte einst, ich male nur, was meine Träume mir einflüstern. Ihre Vermählung mit Charles Hawkins vor vielen Jahren überraschte die Boulevardpresse. Eine reiche Bostoner Erbin, bekannt für ihre Präsenz auf zahlreichen Partys, folgt ihrem neuen Ehemann und lebt als Einsiedlerin auf der Insel Darkwater. Sie verschwand von den Titelseiten und niemand hörte mehr von ihr. Als ihr Tod in einem Feuer blieb, selbst ihr Tod in einem Feuer blieb ein Geheimnis. Nur ihr Vater Stephen Webster sucht noch nach der Wahrheit. Simon Hawkins, Alter 11, Tätigkeit Schüler, verstorben. Einziger Sohn von Sarah und Charles Hawkins. Er starb in dem Feuer, das seine gesamte Familie tötete. Orte haben wir noch Darkwater Island. Dieser einsame Fels vor der Küste Bostons scheint völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Die Küste dieser kleinen öden Insel besteht aus steilen Felsklippen und steinigen Riffs mit nur einer Mündung in den Ozean. Sie ist hauptsächlich von Nachfahren der Walfänger bewohnt, die die Insel im 19. Jahrhundert als Versorgungsposten nutzten. Ihre Wirtschaft ist mit dem Ende des Walfangs zusammengebrochen. Das Medizinische Institut ist wohl das einzige profitable Unternehmen hier. Hafen von Darkwater. Bei der Einfahrt in den Hafen von Darkwater kommt man noch immer am Wrack der Skylla vorbei, dem letzten Walfangschiff, das einen Fang heimbrachte. Seeleute laufen auf der Suche nach kleinen Tagesjobs am Hafen herum. Eine Schmugglerbande hat sich hier niedergelassen und dringt langsam in das Gebiet von Captain Fitzroy vor, dem letzten Seemann, dessen Boot die Reise zwischen der Insel und dem Festland bewältigen kann. Das goldene Zeitalter des Walfangs ist hier nur noch eine ferne Erinnerung. Oh je. Dann okkult haben wir noch Kunst von Sarah Hawkins. Für die einen ist sie eine künstlerische Visionärin, für die anderen eine völlig überschätzte Hochstaplerin. Sarah Hawkins spaltet die Gemüter. Die geheimnisvolle, zurückhaltende Künstlerin erschafft kuriose Werke mit wuchtigen Farben und ungestümen Pinselstrichen. Wenn ihre Gemälde ein Manifest ihrer Gedankenwelt sind, öffnet Sarah Hawkins Portale zu anderen Dimensionen. Ausschnitt aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Oh, da hätte ich das vielleicht nicht so wie so ein Kunstkritiker vorlesen sollen. Ich sollte manchmal darauf achten. So, Hinweise. Kapitel 1. Akte zum Fall Sarah Hawkins, den hatten wir schon. Gemälde von Sarah Hawkins. Das Gemälde zeigt die Silhouette eines Ungeheuers, das eine Frau
und ein Kind bedroht. Oh, das habe ich nicht gesehen, dass es eine Frau und ein Kind ist. Im Hintergrund sind Flammen zu sehen. Steven Webster glaubt, dass das Gemälde mit dem Tod seiner Tochter Sarah Hawkins in Verbindung steht. Kapitel 2 haben wir noch nichts. Inventar, Feuerzeug, Lost Battalion, 7.10.1918. Mein altes Feuerzeug, das ich in Gedanken an die 77. Infanteriedivision und die Gefallenen des verlorenen Bataillons graviert habe. Boah. Irgendwie alles verstörend und deprimierend. Hier haben wir noch Desto, der Barbesitzer, genau, die Schlaftabletten kennen wir ja schon. Das kennen wir auch schon. Und ach, den kennen wir schon. Okay, ich muss das immer mal wieder nachholen, damit wir auch immer mal wieder hier noch was sehen können. Und ein bisschen was lesen können. Finde ich immer wichtig, sowas. Das rundet einfach das ganze Ambiente und das Wissen zu dem Thema ab. Hiermit noch so 2 Walknochen anscheinend mit Rippe. Welcome to Darkwater. Total verblasst und rostig, das Ding. Die verschimmelte, mit Koralle überwucherte Bretter. Ah, das sieht aus wie das Gebiss von einem alten Mensch irgendwie. Verrottet. Null gepflegt. Und da ist noch irgendein Wahlkadaver. Diskutieren noch ein paar Leute, ein paar Seemänner. Alle in dem gelben Ölzeug. Ah, nicht alle. Und ein Officer Bradley steht da mit dabei. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? Und anscheinend auch ein Officer Sullivan. You can't do that. Retten wir doch mal mit But dem... it's only a fish. Aber erstmal hier. Fish. You've got Medizinkunde. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Trophäe erhalten. Only a Kupfer. specialist would Ex know. Obliviona. Okay. What could have done so much damage? Also irgendjemand hat den Wal an... Irgendein wiechtes Viech hat anscheinend den Wal gerissen. Aber jetzt retten wir mal mit Same dem goes for you, Polizist. sir. Move along. Alter, der Visage, vor allem die linke Gesichtshälfte. Die Seemänner regen sich wegen Nichtigkeiten auf. Sie sind dem nicht gewachsen. Dann noch im Lagerhaus frore. Und erstmal hier. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me. These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. So If only you nebenbei. knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. So nebenbei der And rechts, you. der Seemann. What brings you In to our dem island? gelben I'm Ölzeug, looking der for this sieht address. aus wie Edward Pierce, Warehouse unseren 36. Charakter. Der sieht Darkwater genauso Harbor. aus. I like you, so I'll be frank with you. Da waren sie echt Don't nur go faul bei near der the Charaktererstellung. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Boah, der hat so Now, richtiges please, Chelsea-Grinsen allow me auf to seiner do my linken job. Seite. So nebenbei als Chelsea-Grinsen bezeichnet man, wenn man zum Beispiel Messer da in der Mundwinkel kriegt und das dort durchgezogen wird. Und das meistens auf beide Seiten, aber der hat nur linksseitig so You can Chelsea-Grinsen. see that I'm busy, can't you? Mist, ich hätte vielleicht noch im Warenhaus frohe sollen. Okay, die lassen uns nicht durch. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier ins Pub in der Stranded Whale. In der gestrandete Wal gehen wir mal rein. Ist anscheinend offen. Das ist bestimmt so eine Fremde, können wir nicht besonders leiden. Kneipe. Sogar mit dem originale Spucke dazu. Klasse. Typen wie dich können wir nicht besonders leiden. Hey, be careful. Das war ein guter Auftritt, ja. Und offensichtlich haben wir die Aufmerksamkeit von einer jungen Frau Let's auf get uns him another gezogen. drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Roy Mitchell und ein neuer Ort zum gestrandete Wal. Können wir aber noch nicht rein.
Interessanterweise für die Leute, die es noch nicht wissen, die Prohibition in Amerika war übrigens von 1920 bis 1933. Das heißt, wir sind hier relativ in der Anfangsjahre eigentlich von der Prohibition. Von daher gibt es eigentlich nur Flüsterkneipe. Und hier scheint es wohl ganz offensichtlich überhaupt nicht zu sein. Ne? Etwas mehr Respekt zeigen sollen, um Stärke zu testen. Sie haben den Streit nicht... Ich habe den Streit nicht gesucht, provoziert. Das ist Redegewandtheit. Tut mir leid, machen wir mal Redegewandtheit. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well. Which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Okay, hier ist übrigens ein Sachen Zeitungsartikel, wo Prohibition ganz fett als Schlagzeile drauf steht. Wir haben eigentlich jetzt schon die 20 Minuten rum, aber ich würde sagen, den befroren wir heute noch. Und fangen wir mal erstmal freundlich hier mit Smalltalk I an. didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Okay, also die haben anscheinend eine Zulieferin. Dann reden wir ein bisschen mehr über Darkwater. Und zwar über... Und fangen wir erstmal damit an. The Stranded Whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Ich bin definitiv kein Fan von Walfang. Überhaupt nicht. Dann finden wir mal ein bisschen mehr über Sarah Hawkins raus. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Okay, dann haben wir noch hier... Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Ist ein Argument. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Ja, das ist nix für jeden, kann ich mir vorstellen. Aber ich persönlich finde die Gemälde I got schon what eigentlich I need. ziemlich cool, die man jetzt... Anything else? Zumindest das, was man bisher gesehen hat. Also künstlerisch ist das schon recht wertvoll. Okay, What mehr can you über tell me Sarah about Hawkins. We all knew she was famous on the Ja, mainland. das kennen wir schon. And Okay, das I've hatten got wir what alles I need. schon. anything else? Dann gehen wir nochmal zurück. Und wir suchen... Moment, hatten wir hier über Darkwater. Sarah Hawkins, okay, das war das. Dann hier, ich suche noch ein Lagerhaus. Gehen wir mal ganz in die Offensive. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Nett. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Klingt aber auch Anything noch else? viel Seemannsgarn. Okay, That'll be all for now. da würde ich dann mal sagen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, wo wir uns hier nochmal in der Bar ein bisschen umgucken werden und auch nochmal der Roy Mitchell nochmal als Charakter lesen werden und auch hier das Stranded Whale uns nochmal durchlesen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.